Guten Morgen und gesehen da Tag wünsche ich Ihnen von der den 7. Juli, das hier Kornians von Kilometer 14. Wir lesen uns von der ein paar Vers aus Psalm 126, Vers 5 und 6. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben ein. Also im Reich Gottes ist es eine ricke Arend für die Sache, die treu in gewissen Hof den guten Sod von das Wort Gottes gesät haben. Wenn unsere Horten für die verlorene Sünder mit Mitleiden gefällt sind, dann wird der Herr Jesus unsere Sorge durchgebrochen, dort die Horde, die drei Baden von den Unglauben wird weak worden. Das Ergebnis von unserer Arbeit scheint vielmals vielleicht nicht gut zu sein. Und darum können wir vielleicht manchmal noch mutlos werden und sind versucht, dann abzugeben. Wenn wir aber uns Zeit nehmen, uns im Gebet vorbereiten, in Gott um Hilfe und Leitung zu beten, dann wird er unsere Bemühungen, unsere geistliche Frucht segnen, im Blick auf das Leben von die wir versuchen zu erregen. Ein Seelsorger von der Militär wird von einem tödlich verwundeten Soldaten gefragt, einen Brief an seine ehemalige Sinnerschullehrerin zu schreiben. Er sagt es dort: Schrieb die Lehrerin, dass ich dankbar sei, was sie mir in meinen tidigen Jahren gelehrt hat. Und darum starb ich nu im Glauben an Jesus Christus. Die Erinnerung an ihre ernste Belehrung und ihre herzliche Leib, mit welcher sie uns immer wahre Gebet hat, Jesus als unseren Heiland unternehmen, habe ich mir alle Zeit lassen an mir sein und mich zu begleiten. Schrieb dass sie mir im Himmel wird wahrer sein. Diese Botschaft wird zu der Sinnerschullehrerin geschickt. Lothar erhielt das militärgeistliche folgende Antwort: Mocht Gott mir vergeben. Gerade letzten Monat habe ich mein Lehramt an der Sinnerschule angelegt, weil ich fühle, dass meine Arbeit keine fruchtbare wird. Wo bedeutet ich nu meine Ungeduld und mein Kleinglauben? Ich will meinen Pastor beten, dass er mir wahre an der Sinnerschule lässt lehren und dass ich die Kinder unterrichten kann. Nu habe ich gelehrt, dass dann, wenn einer der Sod für Gott sagt, der Arend sicher ist und gesegnet sein wird. Also der Arend ist sicher. Wenn wir sehen, dann wollen wir auch ernten. So ist wir das vielmals im natürlichen Sein, so auch im geistlichen. So machen wir Mutfuten, wie alle Mitarbeiter Christi, wegen wir wollten jedoch, dass die Arbeit nicht vergeblich ist an dem Herrn, so 1. Korinther 15, 58 sagt. So der Friede und die Herrlichkeit von einer reichen Arend lügt nur uns. Also jede Arbeit, was wir tun, mit Leib und mit dem Hort, wird ein Part sein, was wir in der Ewigkeit ernten können. Ein gesehener Tag von jedem ein.